in der Kraft des Glaubens leben. Und manchmal wünschen wir das uns so fest, oder? Wir sind da mit Jesus unterwegs und wir denken, ja, alle um mich herum, das sind so super gute Christen. Eigentlich müsste das für mich doch auch so gelingen. Irgendwie, ja, dass der Glaube immer stärker wird und wächst und dass ich so richtig gut durchs Leben hindurchkomme. Und dann haben wir ja den Heiligen Geist, der in uns wahnsinnig kraftvoll wirkt. Und dann haben wir von Gott alles empfangen und wir müssen es einfach nur ergreifen. Manchmal ist das aber gar nicht so einfach. Und ich schaue zu den anderen, wo alles so wunderschön aussieht und merke, bei mir holpert es manchmal auch. Kennt ihr diese Spannung? Oder vielleicht sagst du auch, du bist hier. Ja, das mit Jesus ist ja gar nicht so nah. Vielleicht sagst du, ich bin gar nicht so ein Christ. Aber die Christen, wenn ich die anschaue, irgendwie, etwas ist da anders. Aber was ist es denn überhaupt genau? Man sieht es gar nicht so. Wie kommt das zum Ausdruck? Es ist irgendwie, was ist es denn genau? Was macht das aus? Oder manchmal denken wir, ja, die Christen sollten die eigentlich nicht alle viel besser leben. Was macht hier eigentlich den Unterschied aus? Und deshalb finde ich das ein cooles Thema, ein cooler Text, wo wir heute eintauchen, in der Kraft des Glaubens leben. Johannes schreibt darüber und er sagt uns, was bedeutet das eigentlich? Genau dieses Thema schneidet er an und es ist so schön, diejenigen, die die ganze Serie mit dabei sind, Johannes hat ja ganz viele verschiedene Fäden aufgenommen in diesem Buch und ich habe so den Eindruck, dass er sie heute nimmt, alle nochmals zusammenzwirnt und einen richtig mächtigen Knoten da hinein macht, so ein Statement setzt, wo so das Ganze auf den Punkt kommt. Das lesen wir in 5 Versen im 1. Johannesbrief, wo wir dann schauen wollen, was das damit zu tun hat, in der Kraft des Glaubens leben. 1. Johannes 5, Verse 1 bis 5. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn dies ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Da ein bisschen viel aufs Mal. Johannes nimmt hier wirklich alles mit hinein. Und wir gehen mal an den Anfang von diesen Versen. Und das erste sehr Auffällige, was Johannes hier betont, wenn wir diese Bibelstelle lesen, ist dieses aus Gott geboren sein. Oder wie die Bibel es manchmal auch nennt, neu geboren sein oder wiedergeboren sein. Und es ist schon spannend, vielleicht hast du gedacht, es spricht der Johannes von dem, aber dann von allem anderen gleich auch noch. Also wir merken sofort, dieser Brief wurde an Menschen geschrieben, die offensichtlich wussten, was damit gemeint ist, mit diesem geboren aus Gott, neu geboren, wiedergeboren, was das zu tun haben sollte. Und ich stelle mir da vor, dass Johannes bei diesen Menschen wirklich vorbeigekommen ist und ihnen davon erzählt hat, dass er ihnen das genau erklärt hat und jetzt davon ausgeht, die wissen, worum es geht. Und wenn wir Johannes ein bisschen kennenlernen in der Bibel, hat er auch andere Dinge geschrieben. Er hat viel über das Leben von Jesus auch geschrieben. Und da kommt mir so eine Begebenheit in den Sinn, Johannes 3, in dem Johannesevangelium, wo er genau dieses Thema sehr ausführlich beschreibt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Johannes genau dieselben Worte zu den Menschen gesagt hat, denen er jetzt diesen Brief schreibt, dass sie genau diese Begebenheit von Jesus auch gehört haben. Johannes erzählt ihnen da in Johannes 3 nämlich von einem Mann, der zu Jesus gekommen ist. Ein Pharisäer war das. Und ihm war es wahrscheinlich peinlich, in der Öffentlichkeit zu Jesus zu kommen, aber er hatte Fragen. Er hatte Fragen an das Leben, er hatte Fragen, wie das ist mit Gott. Und er wollte von diesem Jesus mehr wissen. Vielleicht kennen das einige, dass ihr Fragen habt zum Leben und gerne ein bisschen mehr wissen wollt von diesem Jesus, aber es ist euch vielleicht auch etwas peinlich. Es ist ja gut, wenn wir Livestream haben, kann man auch in der Nacht schauen, oder? Um so die Worte von Gott zu hören. Auf jeden Fall, dieser Mann kam in der Nacht, dieser Nikodemus, zu Jesus und er wollte mehr von dieser neuen Geburt wissen. Der wollte wissen, wie das funktioniert und das ist ein ganzer Abschnitt, ein sehr spannendes Gespräch. Ich möchte euch ermutigen, das einmal zu lesen, das ganze Gespräch. Ich habe so diese 5 Punkte
wo es um die neue Geburt geht, so ganz kurz und knapp da herausgeschält. Das Erste, was Jesus diesem Mann deutlich macht, ist, diese neue Geburt, das ist die Grundlage oder das ist die Bedingung, um überhaupt ins Reich Gottes kommen zu können. Ohne neue Geburt gibt es keinen Weg ins Reich von Gott. Das macht Jesus diesem Mann unmissverständlich klar. Und ich denke, es ist so etwas für uns, okay, spannend, mal hinhören. Will ich ins Reich Gottes? Will ich einen Teil von Gott haben? Will ich bei ihm sein in alle Ewigkeit? Dann ist offensichtlich diese neue Geburt etwas ganz Entscheidendes. Dann macht Jesus auch klar in diesem Gespräch, dass diese Geburt von oben her bewirkt wird. Oder wie wir im Brief gelesen haben, eine Geburt von Gott. Also ist etwas, das können nicht wir Menschen machen, sondern ist etwas, das macht Gott. Spannend, oder? Dann im nächsten Vers oder 2 Verse weiter beschreibt Jesus, dass es eine Geburt ist aus Wasser. Und da denken wir sofort, Wasser ist etwas am Abend, hoffe ich, die meisten oder alle duschen wenn es so heiß ist, sowieso, oder? Wasser reinigt äußerlich. Und da ist ein innerliches Reinigen gemeint. Ein innerliches Reinigen von Schuld, von Sünde, vom Bösen im Leben, von Begierden, Schlechtes zu tun, von Streit, von Dingen, die wir ausgelöst haben. Also etwas Reinigendes. Und dann sagt Jesus aber auch, es ist eine Geburt aus Geist. Also etwas, was der Heilige Geist bewirkt. Das bedeutet, es kommt von Gott, ist ein Geschenk und es ist auch etwas Unsichtbares. Ich bin 100% überzeugt, jeder von euch hat schon eine irdische Geburt erlebt. Das ist etwas sehr Sichtbares. Und eine geistliche Geburt ist etwas Unsichtbares. Und dann habe ich noch 2 Bibelstellen dazu genommen. Im Jakobus 1,18 wird diese Wiedergeburt beschrieben, dass sie durch das Wort der Wahrheit geschieht und im 1. Korinther 4,15, dass sie durch das Evangelium geschieht. Damit ist gemeint, dass wir die Bibel nehmen, dass wir diese Worte der Wahrheit lesen, dass wir über diese Wiedergeburt lesen und plötzlich merken, das trifft ja zu. Genau das ist ja das, was auch Gott mir anbietet, dieses Geschenk der Wiedergeburt. Und dann lese ich das und merke, dass genau das wirksam wird in meinem Leben, was da beschrieben steht. Und das ist so etwas Schönes, oder? Wir dürfen zu Gott kommen. Wir kommen mit unseren Sünden, mit unseren Dingen, die uns belasten, mit den schwierigen Sachen in unserem Leben, kommen wir zu Jesus. Und dann dürfen wir ihm einfach alles abladen. Wir dürfen Jesus unsere Schuld, unsere Sünde ihm übergeben. Wir werden da gereinigt und es wird so wie leer und Platz und dann laden wir Jesus in unser Leben ein. Wir öffnen unser Herz für Jesus. Und dann geschieht eine Wiedergeburt, die unsichtbar ist, die Gott bewirkt von oben her durch den Heiligen Geist. Etwas, was aus Gnade geschieht, ein Geschenk, was passiert. Ein Vers, der das auch wunderschön beschreibt, ist Titus 3, möchte ich auch gleich vorlesen hier. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten. Also Gott ist gekommen auf diese Welt und wollte uns in sein Reich holen, aber nicht wegen unserer guten Werke, weil wir könnten gute Werke tun bis ans Ende vom Leben und wir könnten damit die Gnade Gottes nicht erwirken, die Liebe Gottes nicht erwirken. Wir könnten unsere Schuld und Sünde nicht aufheben mit dem. Gott hat das gewusst und hat gesagt, ich will euch retten, nicht weil ihr gute Werke tut, sondern weil ich euch liebe, weil ich Liebe zu den Menschen habe, weil ich retten möchte. Und dann lesen wir weiter, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung oder das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Und ich kann mir vorstellen, dass es einige gibt, die heute hier sind oder zu Hause im Livestream zuhören, die sagen, so eine Wiedergeburt möchte ich gerne erleben. Zu Jesus kommen, mein Herz zu öffnen, rauszutun, was nicht zu Gott passt, Sünde, Schuld, Böses, raustun, Jesus abgeben, seine Vergebung in Anspruch nehmen und dann dieses Geschenk, dieses unsichtbare Geschenk der Wiedergeburt erleben. Dass er, so, da ist beschrieben, wie eine Waschung oder ein Bad, richtig eintauchen, oder? Und wir merken gleich, das hat auch etwas mit Taufe zu tun, oder? Richtig eintauchen, Wiedergeburt erleben. Und vielleicht ist das dein Punkt, der Jesus heute zu dir sagen möchte.
Wenn du spürst, dein Herz klopft, komm doch zu mir, erlebe diese Wiedergeburt. Dass du sagst, doch, ich will diesen Schritt wagen und so eine Wiedergeburt mit Jesus erleben. Das Spannende ist ja, als Jesus mit diesem Mann geredet hat, ihm erklärt hat, dass diese Geburt von Gott kommt, hat er gesagt, die kommt auch durch den Geist. Der Geist weht, wo er will, wie ein Wind, oder? Der Wind sieht man ja auch nicht, ist aber spürbar im Gesicht. Man sieht die Blätter oder ein Tornado, wie auch immer, gewaltig manchmal. Und so ist es ähnlich auch mit dieser Wiedergeburt. Es ist etwas, was im Verborgenen, im Inneren passiert, aber es kann sichtbar werden. Es gibt so zwei Arten, wie diese Wiedergeburt sichtbar wird. Das eine erleben wir heute mit, die Taufe. Bei der Taufe wird sichtbar, was im Verborgenen bereits passiert ist. Bei der Taufe wird dieses Eintauchen, dieses Bad in diese Gnade Gottes sichtbar. Bei der Taufe wird sichtbar, dass man unter das Wasser geht. Wir machen mal eine Umfrage. Wer kann 1 Minute tauchen? Die meisten hoffentlich, oder? Wer schafft 2 Minuten? Einige, ja. Wer 3? Niemand. Sollte schon möglich sein, oder? 4? 5? Ja, da, 4 Minuten, ja. Probieren wir noch aus, ja. 5 Minuten. 6? 10? Oh, hoppla, jetzt wird es spannend. Man geht unter das Wasser und es ist ein Ort des, wenn man so lange bleibt, oder? Es ist ein Ort des Todes, des Sterbens. In der Bibel wird gesagt, dass man wie mit Jesus zusammen stirbt und dann zu einem neuen Leben auferweckt wird. Also dieses neue Leben wird durch die Taufe sichtbar. Man könnte sagen quasi, das Taufwasser ist wie das Fruchtwasser von Gott, wo man dann aus dem neuen Leben herauskommt. Also diese Neugeburt aus Gott die wird sichtbar und erlebbar in der Taufe. Das, was im Verborgenen schon passiert ist, wird jetzt real erlebt. Man spürt es, man vergisst es das Leben lang nicht mehr. Aber Johannes beschreibt in seinem Text, dass es auch auf andere Art und Weise sichtbar wird. Dass Menschen, die wiedergeboren sind, diese Neugeburt erlebt haben, dass sich das zeigt im Leben von diesen Menschen. Dass wie Früchte sichtbar werden. Und es sind so 5 Früchte in diesem kurzen Text, die Johannes anschneidet. Die wollen wir zusammen anschauen. Also wenn wir jetzt hier lesen, hat er eben gesagt, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist aus Gott geboren. Also Menschen, die aus Gott geboren sind, sind Leute, die glauben, dass Jesus der Christus ist. Wiedergeborene, die haben einen Glauben an Jesus Christus. Und es ist ja so, wenn wir uns beginnen, mit Jesus auseinanderzusetzen, irgendwo beginnt etwas unser Herz zu berühren, zu bewegen. Ein Glaube fängt an zu wachsen, wie ein Same, der gesät ist. Und dann komme ich irgendwann zu einem Punkt, wo ich sage, doch, jetzt will ich Jesus in mein Leben aufnehmen. Ich erlebe diese Wiedergeburt und plötzlich kommt der Glaube wie auf eine ganz neue Ebene. Beginnt tief zu wachsen, beginnt fest zu werden. Im Römer 8 beschreibt Paulus, dass der Heilige Geist, der in unser Leben kommt in diesem Moment, dass er unserem Geist innerlich bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Es kommt so ein Überzeugtsein hinein. Wenn wir im Hebräer 11, Vers 1 lesen, heißt es da, dass der Glaube eine tragende Kraft ist, ein tragender Grund für die Hoffnung in uns. Und auch, dass es ein Überzeugtsein ist von Dingen, die man nicht sieht. Das bedeutet, der Glaube, da kommt ein Überzeugtsein. Und von was kommt dieses Überzeugtsein? Von Jesus Christus. Von Jesus Christus. Das ist der Glaube an Jesus Christus, oder? Ein Überzeugtsein, dass Jesus Gott ist, Mensch geworden ist, dass er tatsächlich ans Kreuz gegangen ist, dort gestorben ist, nach 3 Tagen auferstanden ist und jetzt im Himmel ist und dass er wiederkommen wird. Dieser Glaube an Jesus ist ein Überzeugtsein, das wächst. Also es ist nicht nur etwas, was irgendwo im Herz oder in Gefühlen stattfindet, sondern auch im Verstand, im Intellekt. Das heißt, wir sollen Gott lieben mit ganzem Verstand. Der ist hier sehr mit einbezogen. Aber dann auch, dass es eine tragende Grund für die Hoffnung ist, also ein tragfähiger Grund für unser Leben, wo wir unser ganzes Leben draufstellen. Man könnte Glauben immer auch übersetzen mit Vertrauen. Ich vertraue Gott mein ganzes Leben an. Ich habe gedacht, ein wunderbares Bild ist Abseilen. Es kommt ja bald das Jungski-Sommerlager. Könnte ja sein. Manchmal gibt es das in der Jungski, dass man abseilt. Und wer das schon mal erlebt hat, hat das vor Augen, oder? Man ist da irgendwie am Abgrund. Zuerst mit dem Verstand. Hält dieses Seil? Wenn ich überzeugt bin,
dann wage ich vielleicht das Abenteuer vom Abseilen, oder? Wenn ich nicht überzeugt bin, dass das hält, also das gehört schon dazu. Das ist beim Glauben an Jesus genau dasselbe, oder? Das sollen wir mit unserem Verstand prüfen. Das muss halten, oder? Das muss nachvollziehbar sein, es muss sinnvoll sein. Und dann kommt der nächste Schritt. Bin ich auch bereit, wirklich zu vertrauen, mich an diesem Seil anzumachen, über die Klippe hinauszugehen und mich ganz in dieses Seil hereinzuhängen, wirklich eben mein Leben anvertrauen, dass es dann hält. Und in dem Moment, erst in dem Moment, wo ich das mache, merke ich, es hält ja wirklich. Es funktioniert, es trägt mein Leben. Und ich erlebe den Glauben auf eine völlig tiefe Art und Weise. Ein solcher Glaube meint hier Johannes. Neugeborene glauben, die vertrauen ihr ganzes Leben Jesus an. Für die ist das klar, das funktioniert. Etwas Zweites, was Johannes hier anschneidet, ist, er sagt, Neugeborene, die lieben Gott, ist so ein bisschen kompliziert formuliert hier, und jeder, der den liebt, der geboren hat. Also Gott ist der, der diese Neugeburt bewirkt. Und wenn wir den lieben, der geboren hat, also unseren Vater im Himmel. Oder im Vers 2 heißt es hier, wenn wir Gott lieben, Vers 3 dann, dies ist unsere Liebe zu Gott. Also das ist etwas, was Neugeborene auszeichnet, dass sie Gott lieben. Ich habe gedacht, das ist eigentlich logisch. Also wenn ein Kind auf die Welt kommt, in der Familie aufwächst und es läuft normal, oder? Sagen wir jetzt mal, dann liebt es seine Eltern. Wäre eigentlich so der normale Ablauf. Wie viel mehr sollten wir unseren Vater im Himmel lieben, der der perfekte Vater ist? Wir haben in Johannes eben, wie gesagt, hat all diese Fäden, die schon in seinem Brief begonnen hat zu spinnen, nimmt er immer wieder auf. Auch hier, wir haben auch schon ausführlich über die Liebe von Gott nachgedacht. Ich erinnere mich ans Bible Study, wo wir ein Kapitel vorher unterwegs waren, war, wie können wir in die Liebe Gottes eintauchen. Wir haben hier einen Flipchart gemalt, ich habe das nochmals mitgebracht. Ich finde das so schön, weil es zeigt eindrücklich, wenn wir in die Liebe Gottes eintauchen wollen, es beginnt bei Gott. Man sieht hier gut, so wie ein Kreislauf, wie wir immer tiefer in diese Liebe von Gott hineinkommen. Es beginnt immer bei Gott. Also wenn dich dieses Thema mehr interessiert, dann hört ihr den Podcast nochmals an von diesem Bible Study. Das ist auf unserer Website oder auch im Handout verlinkt. Wir können zu Gott kommen. Wir erfahren seine Liebe. Und das nimmt uns mit hinein und lässt unsere Liebe für ihn wachsen. Was er wirkt bei uns in der Wiedergeburt, es kommt so eine Dankbarkeit hinein. Das ist etwas, was auch Neugeborene auszeichnet. Das Dritte, was Johannes erwähnt, ist, und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Habt ihr einen Überblick? Also der uns Christen geboren hat, unser Vater, hat auch andere Leute geboren, die auch so eine geistliche Neugeburt erlebt haben. Die anderen Christen. Und jetzt sagt Johannes, das zeichnet Neugeborene aus, dass wir auch die lieben, die unser Vater auch geboren hat. Unsere Familienmitglieder könnte man sagen, unsere geistlichen Familienmitglieder. Und es ist ja schon sehr spannend, wir haben vorhin gesehen, dass die Taufe auch ein Zeichen ist für diese Neugeburt, was das sichtbar macht. Und die Taufe ist ja auch ein Zeichen, dass wir in die Familie Gottes hineinkommen. Im 1. Korinther 12, Vers 13 wird das beschrieben, dass wir in diesem Moment ein Teil des Leibes Christi werden, also der Familie von Gott, von Jesus könnte man sagen. Und das finde ich so spannend, oder? Manchmal denken wir über Kirche nach. Was ist Kirche? Man kann Mitglied werden in einer Kirche. Das ist vielleicht auch so wie ein äußeres Zeichen für etwas Verborgenes, was Gott bereits getan hat. Weil in dem Moment, wo ich Jesus mein Leben öffne und er hineinkommt, werde ich ein Kind Gottes, werde ich von Gott geboren und bin ein Teil seiner weltweiten, globalen Familie. Das ist relativ groß. Relativ groß. Eine riesige Familie. Und jetzt sagt Johannes, es ist eigentlich normal für Neugeborene, dass man sich in dieser Familie liebt. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, ja, das klingt so schön, ist aber in der Praxis manchmal gar nicht so einfach. Wie sieht das aus? Ist das einfach ein Gefühl oder wie äußert sich das? Und da kommt Johannes ganz schnell zum nächsten Punkt. Er sagt, diese Liebe wird sichtbar. Nämlich, hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Mit anderen Worten, Johannes sagt, es gehört alles zusammen.
Neugeborene lieben Gott, lieben die Nächsten und halten seine Gebote und in dem drin wird sichtbar, dass sie Neugeborene sind. Befolgen die Gebote Gottes. Hättet ihr das gedacht? Dass das typische Neugeborene auszeichnet. Die halten die Gebote Gottes. Da habe ich mir überlegt, was sind denn die Gebote Gottes? Wie funktionieren die? Und je länger ich darüber nachdenke, merke ich, dass die ja wirklich helfen im Umgang miteinander. Dass die ja da sehr hilfreich sind. Dass ganz viele davon gegeben sind, genau, dass das funktioniert. Dass Menschen, die vielleicht ganz unterschiedlich ticken und sonst nicht so viel miteinander zu tun haben wollen, einen guten Umgang miteinander haben können. Ich merke, diese Gebote sind ja sehr spannend. Genau dafür sind sie ja gegeben. Und Johannes bleibt bei diesem Punkt. Er sagt es gleich nochmals, denn dies ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Also er sagt, unsere Liebe zu Gott, die ist erkennbar, wenn wir seine Gebote halten. Ich habe gedacht, das ist eigentlich logisch. Wenn ich Gott liebe und ihm gefallen möchte, so leben möchte, wie er es noch cool findet, wie er es für gut hält, dann halte ich ja seine Gebote. Ist eigentlich eine logische Folgerung. Und dann habe ich etwas Spannendes entdeckt. Dieses Wort hier, dass wir seine Gebote halten, das Halten, das ist ein interessantes Wort. Im Text, wo wir das lesen, Thereo im Griechischen, das ist ein sehr positives Wort. Es könnte auch bedeuten, etwas pflegen, etwas behüten, beschützen, hegen, Sorge tragen. Und ich habe mir überlegt, spannend, oder? Nicht so negativ, jetzt muss ich irgendwie die Gebote halten, sondern es ist etwas Wertvolles, dem ich Sorge tragen möchte. Ein Bild dafür, das mir in den Sinn gekommen ist das hier. Was ist das? Wissen alle, oder? Dieser Gegenstand ist für mich relativ wertvoll, weil er ist aus echtem Gold, ist wirklich tatsächlich hat Wert, oder? Da will ich nicht verlieren, nur schon wegen dem. Aber es steht ja auch für mehr. Er steht für meine Ehe, für meine Liebe, die ich habe zu meiner Frau. Es steht für viel mehr. Und deshalb trage ich ihm natürlich besonders Sorge. Wenn ich ihn mal abziehe wegen irgendetwas, dann lege ich ihn an einen Ort, dass ich sicher wieder finde. Und dann freue ich mich, wenn ich ihn trage und so weiter. Und ich habe gedacht, ganz ähnlich ist es doch mit diesen Geboten. Sie sind in sich schon unglaublich wertvoll, aber sie stehen noch für etwas viel Größeres, nämlich für unsere Beziehung, für unsere Liebe, die wir zu Gott, dem Vater, haben. Und es gibt so viele Verse, wo Menschen in der Bibel darüber schreiben, wie ihnen die Gebote Gottes richtig lieb werden im Herzen, wie sie lieb bekommen. Und dann kommt diese richtig krasse Aussage. Wir haben es ja vorhin gelesen, vielleicht hast du da gestutzt und gedacht, irgendwie ist es langsam komisch. Und seine Gebote sind nicht schwer. Hast du das auch schon gedacht? Ich habe mir nur gedacht, eigentlich logisch. Ich liebe Gott. Ich halte gerne seine Gebote. Ich habe richtig Freude daran. Ich merke, es tut mir gut, es tut den anderen Menschen gut. Es ist etwas Freiwilliges, das dann richtig gut ankommt. Ich kann meine Liebe zu Gott ausdrücken und merke so, die Liebe zu den Geschwistern wächst. Und dann denke ich so darüber nach, was sind so typische Gebote von Gott, die wir immer wieder in den Sinn bekommen. Da gebietet uns Gott, dass wir alle Zeit beten sollen. Und ich denke, ja logisch, beten ist ja das Coolste, da habe ich einen direkten Draht zum CEO des Universums und erst noch zu meinem perfekten Daddy. Wieso sollte ich nicht gerne beten? Oder dann ist ein Gebot, wir sollen in der Schrift lesen regelmäßig und sie zu uns sprechen lassen. Da merke ich plötzlich, ja logisch, will ich die Bibel, diese persönlichen Worte des Königs des Universums, aber auch von meinem eigenen Papi, logisch will ich die lesen und hören, was er sagt, was er mir zu sagen hat. So spannend. Oder dann ist dieses Gebot, zum Beispiel in Hebräer 10, Vers 25, wir sollen die Gottesdienste, die Versammlungen nicht versäumen, nicht fernbleiben, sondern regelmäßig besuchen. Da habe ich gedacht, ja, logisch, das ist das Familientreffen Gottes. Familienfeier jeder Sonntag. Ist das super, oder? Und er ist selbst noch dabei. Paulus kommt zum gleichen Schluss, Römer 7, 22, denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz des Herrn. Und genau das möchte Johannes ansprechen. Es ist nicht etwas, was wir tun müssen oder sollen oder es ist streng oder so, sondern es ist die größte Freude. Das überlegen wir, im Leben gibt es so viele Verlockungen manchmal,
auch Versuchungen, auch Scheitern, Sünden oder vielleicht sogar, sage ich es mal, der Teufel, der uns von Gott wegholen will, der uns einbläuen will, dass das alles schlecht wäre oder so. Und ein Theologe, Heiko Krimmer, der bringt es wunderbar auf den Punkt. Ich habe ein Zitat von ihm mitgebracht. Satan will durch die Verlockung der Sünde unser Leben vernichten, denn die Sünde zieht den Tod nach sich. Die Gebote Gottes sind zum Leben gegeben, bewahren und erfüllen unser Leben und leiten auf dem Weg zum Ziel des ewigen Lebens. Jetzt sind wir eingestiegen in diese Predigt mit diesem Bild, dieser Superchristen. Vielleicht kennt ihr jemand, der genauso lebt. Oh, ein perfekter Wiedergeborener. Fantastisch, wie der das macht. Vielleicht kennst du aber aus dem eigenen Leben. Ja, ich weiß nicht, wie viele Merkmale hier sichtbar werden bei mir. Manchmal auch ganz holperig. Und deshalb ist dieser Text hier auch nicht fertig. Weil das 5. Merkmal, was Johannes Neugeborenen gibt, ist, sie leben aus dem Sieg von Jesus. In Verse 4 und 5 wird das da beschrieben. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Es kommt hier 3-mal dieses spannende Wort vor, von überwinden, vom Sieg, vom Überwinden. Im Altgriechischen Nike. Habt ihr mal geschaut? Es gibt eine ganz christliche Sportmarke. Also wenn ihr die trägt, könnt ihr immer an diesen Sieg von Jesus denken. Es ist wirklich ein Sieg, ein vollkommener Sieg gemeint. Alle anderen hinter sich lassen. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Vers oft falsch verstanden wird. Dass wir ihn lesen und denken, ja, jetzt glaube ich an Gott, jetzt habe ich diesen Heiligen Geist, der mir alles gibt, jetzt habe ich diese Kraft von ihm. Es ist ja alles bereit, ich muss es nur ergreifen und ich muss diese Siege davontragen. Wenn ich durchs Leben gehe, dann muss ich siegreich sein, ich muss diese Gebote halten, ich liebe alle meine Nächsten und Gott von morgen bis am Abend mit allem Kraft und Feuer und so weiter. Das muss ich doch schaffen. Das ist der Sieg aus Glauben. Und genau das will Johannes nicht sagen, sondern das Gegenteil. Das wäre ja mein Sieg. Das wäre mein Sieg. Aber er schreibt, der Sieg ist nicht von mir, von uns als Christen, dass wir plötzlich Superchristen werden oder so, sondern er sagt, der Sieg ist aus dem Glauben. Bei demjenigen, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also der Sieg, der kommt eindeutig von Jesus Christus, wird bei ihm festgemacht, bei unserem Glauben an ihn. Dort ist unser Sieg festgemacht. Also das bedeutet, Johannes sagt, ihr überwindet die Welt. Ihr seid siegreich nicht, weil ihr es selber so gut macht, sondern weil ihr euch an diesem Jesus festmacht, der den Sieg errungen hat. Ich finde es schon erstaunlich, plötzlich wird unser Blick auf Jesus gelenkt, der in diese Welt gekommen ist. Und dann stirbt er am Kreuz. Und alle denken, jetzt hat er gelust. Und in diesem Moment erringt er den größten Sieg aller Zeiten. Er ist auferstanden von den Toten, er besiegt den Tod. Er hat für die Sünden bezahlt, er besiegt die Macht der Sünde. Diese ganze teuflische Dinge, die in die Welt gekommen sind, das Böse, er hat dort am Kreuz den Teufel besiegt. In diesem Moment. Das bedeutet, unser Sieg machen wir fest, nicht an uns, sondern an dem, was am Kreuz bei Jesus passiert ist. Und so leben wir aus dem Sieg von Jesus. Jesus selber hat schon gesagt in Johannes 16,33, in der Welt habt ihr Angst, ihr habt Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, besiegt. Jesus, er hat es getan. Und das ist der Sieg, aus dem wir leben. Er hat die Welt überwunden. Ich überlege mir, wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Ich laufe durchs Leben hindurch als Nachfolger von Jesus, als neugeborener Mensch. Ich erinnere mich daran, er ist gestorben am Kreuz. Er hat den Tod überwunden. Er hat die Sünde und den Teufel besiegt. Er hat die Macht der Hölle bezwungen. Er ist auferstanden. Und alle Kämpfe, die es jetzt noch gibt in der geistlichen Welt, sind nur Rückzugsgefechte des Teufels.
Das ist jetzt so meine Gedanke. Und dann laufe ich und ich erlebe Momente, wo ich denke, doch, jetzt bin ich stark, jetzt habe ich es geschafft. Cool. Danke, Jesus, dass du mir diese Kraft gegeben hast. Ich lebe in diesen Momenten der Stärke aus dem Sieg von Jesus. Aber dann laufe ich auch in eine Niederlage hinein, wo es plötzlich eben nicht so gut gelingt, wo ich nicht dieser Superchrist bin oder irgend so etwas. Und in diesem Moment ist da nicht die Welt, die mich anklagt. Ist da nicht der Ankläger, der sagt, guck mal, schon wieder nicht geschafft. Der hat es nicht verdient. Sondern in diesem Moment mache ich mich fest an Jesus, der den Sieg errungen hat. Und ich weiß, ich laufe weiter, ich stehe wieder auf, nicht weil ich es schaffe, sondern weil er es geschafft hat. Er hat es ja für mich getan. Das bedeutet es, aus dem Sieg zu leben, wenn ich hinfalle, zu wissen, ich bin bei Jesus festgemacht. Ich stehe wieder auf und gehe weiter. Johannes hat das auch schon erwähnt in seinem Brief. Im 1. Johannes 2, Vers 1, 2 Kapitel weiter vorne sagt er so, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Also auch wenn wir heute Taufe feiern, dass man nicht mal kommt aus dem Wasser und ist plötzlich ein Superchrist oder irgend so etwas. Keine Versuchung mehr und so weiter, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Was es bedeutet, aus der Kraft des Glaubens zu leben, das bedeutet eben gerade, wenn wir schwach sind. Wenn es mal nicht gelingt, wenn es mal nicht passiert, darf ich wissen, ich lebe von der Gnade von Jesus und nicht von der Verurteilung von der Welt. Bedeutet, Christen leben aus dem Sieg, sie sind im Sieg, sie haben Sieg und daran ändern auch unsere persönlichen Niederlagen nichts. Ich möchte diese 5 Punkte kurz zusammenfassen. Vielleicht ist wirklich das erste da dein Punkt, neu geboren. Du möchtest neu geboren werden. Möchte ich dich ermutigen, komm heute auf mich zu, nimm Kontakt auf. Jeder Christ, den du kennst, der diese Wiedergeburt erlebt hat, der kann dich begleiten, in diesem Prozess zu Jesus zu kommen. Das abzuladen, was im Weg ist und der Platz, der frei wird, zu öffnen, dass er hineinkommen kann, diese Wiedergeburt bewirken kann. Vielleicht denkst du auch, ich habe diese Wiedergeburt erlebt und die noch gar nicht sichtbar gemacht durch die Taufe. Deshalb hat Jesus uns die Taufe aufgetragen, dass wir das genau sichtbar machen, oder? Und dann könnte dein Punkt sein, dich einzuklinken und zu sagen, doch, ich will das auch sichtbar machen. Vielleicht bist du aber auch bei den anderen 5 Punkten hängen geblieben und da möchte ich dir vor allem diesen Punkt hier mitgeben, Leben aus dem Sieg. Und das wäre so eine kleine Challenge oder Idee für die nächste Woche, Sonntagabend, Montagabend, kurz zu überlegen, welchen Moment habe ich heute erlebt, wo ich mich stark gefühlt habe, wo ich etwas geschafft habe, wo ich eine Versuchung widerstanden habe, wo ich zu meinem Nächsten so lieb war, wo ich die Liebe zu Gott gelebt habe, wo ich seine Gebote gehalten habe. Ein Moment, wo ich dankbar sein kann. Danke Gott. Danke, hast du das möglich gemacht. Danke für deinen Heiligen Geist, der mir diese Kraft bewirkt. Und danach zu überlegen, welchen Moment kommt mir heute in den Sinn, wo ich eine Niederlage erlebt habe, wo ich gescheitert bin, wo ich mich vielleicht selbst verurteilen würde, wo die Welt mich verurteilen würde, wo du sagst, nein, jetzt komme ich bewusst zu Jesus. Und Jesus, ich lebe aus deinem Sieg. Du hast am Kreuz bezahlt, du hast den Tod bezwungen. Und kannst die Dinge bei Jesus ablegen, mutig aufstehen und vorwärts gehen. Das ist eine kleine Anregung für nächste Woche. Mal probieren, jeden Abend. Wir wollen jetzt in ein Gebet hineingehen. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der retten will. Dass du ein Gott bist, der beschenken will und nicht, weil wir es uns verdienen müssen, nur weil wir gute Werke tun, weil wir es schon noch recht machen oder anständig sind. Es ist ja alles nicht schlecht, aber wir dürfen zu dir kommen, Gott, mit leeren Händen. Wir dürfen dir abgeben, was im Weg steht. Das Böse, die Sünde in unserem Leben, wir dürfen uns öffnen für dich. Dürfen dich einladen und dann bewirkst du dieses Geschenk der Wiedergeburt und kommst hinein in unser Leben. Du reinigst uns von innen heraus durch dieses Wasserbad. Du schenkst uns deinen Heiligen Geist, du schenkst uns eine neue Geburt von oben her, von dir her. Und in dem Moment wirst du unser Vater, wir werden dein Kind und wir gehören zu deiner Familie hier und jetzt und bis in alle Ewigkeit. Und danke, Jesus, dass wir im Alltag, in jedem Moment aus diesem Sieg leben dürfen. Wenn wir uns selbst verurteilen für Dinge, die wir tun, wenn andere uns verurteilen,
Wenn sogar der Teufel uns verurteilt oder anklagt. Wir werden nicht von der Welt überwunden, sondern wir kommen zu dir, Jesus. Wir haben die Welt überwunden, weil in dir, Jesus, haben wir den Sieg. Und wir schieben das weg und wir leben von dir, aus deiner Vergebung, aus deiner Gnade, aus dem, was du getan hast am Kreuz. Amen.